Gut. Okay, hallo. Ich glaube, ich bin online. Hallo zusammen. Hoi. Wie geht's? Ich möchte dir heute verraten, was wir machen am nächsten Montagabend, was für ein Thema wir haben. Schreib mir im Kommentar, wenn du mich siehst und hörst. Schreib mir, wenn du mir möchtest sagen, wo du bist, wo du wohnst, wo du lebst und wie lange du schon Schweizerdeutsch lernst. Also, wie lange lernst du schon Schweizerdeutsch? Das interessiert mich immer. Und ich unterrichte Schweizerdeutsch und das nächste Thema ist Frühling. Am Montag starten wir mit einem Livestream zum Thema Frühling. Hast du gern Frühling? Es ist so schön, wenn der Frühling kommt, wenn die Sonne scheint, wenn es wieder ein bisschen wärmer ist, wenn die Vögel pfeifen und die Leute wieder ein bisschen aus dem Haus kommen. Also, meine Frage an dich, what's your level of Swiss German? I'm talking here about our next live stream. We will talk about spring, Frühling, spring. So you can learn with us simple phrases. We are teaching with dialogues. Do you like spring? Hast du gern Frühling? Was machst du im Frühling? What are you doing in spring? Tust du schon grillieren? Ich tue im Frühling noch nicht grillieren. Aber wir bereiten eine Lektion vorbereiten. We prepare a lesson, a small story, where we see that everything is subjective. Yes, ist es warm? Ist es kalt? Was ist für dich warm? Wann ist es warm? Ist 8 Grad warm für dich oder nicht? So we will talk about the weather and we will talk about the temperatures, whether it's warm or cold, and what you should wear or what you shouldn't wear during this weather. Also, je vous invite à venir à vous inscrire pour mon cours de suisse allemand. Nous parlons du printemps. Tu aimes le printemps? Hast du gern Frühling? Tu aimes le printemps? Tu aimes... Quelle saison aimes-tu? Welche Jahreszeit hast du am liebsten? Welche Jahreszeit hast du am liebsten? Ja, nächsten Montagabend haben wir einen Livestream. On Monday evening we have a live stream on swissgermanonline.com und am Dienstagabend für Hochdeutsch, am Dienstagabend werden wir Hochdeutsch lernen, unsere Hochdeutsch-Lektion haben. Oh, hallo Bülent, wie geht es Ihnen, ist eine Frage. Danke, mir geht es gut. Wie geht es dir oder wie geht es Ihnen? Herr Telly, ich nehme an, das ist dein Nachname. Freust du dich, dass der Frühling schon da ist? An vielen Orten ist er da und schon sehr warm und die Vegetation ist sehr fortgeschritten. Do you already have spring flowers around you? Did you already see like them blooming? Heißt blüht Blume schon. Ach, du bist aus München, schön. Und wie ist das Wetter in München? Ist es auch so warm wie in der Schweiz? Vielleicht ein bisschen zu warm für diese Saison. Es ist ein heißer Frühling, könnte man sagen. Ein heißer Frühling.
Ja, außergewöhnlich warm. Ja, normalerweise haben wir noch nicht so warm im Februar. Ja, aber vielleicht ändert sich das Wetter noch. Äh, wir sagen immer April, April, der macht, was er will. Also, aber es ist nicht nur der April, das Frühlingswetter ist manchmal sehr wechselhaft. So the weather in summertime or springtime especially is changing a lot. So maybe now it's very warm spring, too warm even for the season, and suddenly it could start snowing again, as we have seen in York. It has been snowing last week. Hanki, warum sollte man Schweizerdeutsch lernen? Ist doch absolut rückständig. Meinst du? Das versteht ja keiner. Ja, wir Schweizer, wir verstehen Schweizerdeutsch. Das kommt natürlich darauf an, ob du in der Schweiz lebst oder nicht. When you live in Switzerland, I think it's useful to learn Swiss German. Firstly, understand Swiss German, and secondly, maybe also speak Swiss German, because it's the language we speak there. Yeah. So to interact with the Swiss, to be part of a group also, it's important to understand first the language. Yes, maybe you can decide yourself how to, if you want to learn Swiss German, to speak it, yes, but yeah. Bonjour Raven, bonjour, ça va? Tu apprends le suisse allemand? Tu habites en Suisse Allemagne? How do you say hi in Swiss German? Or also the formal version of it, it's a very known greeting in Switzerland. When we are in the mountains, for example, we greet each other. When we meet, even when we meet strangers, we greet each other with this word. How do you say hi in Swiss German? Nous allons parler du printemps, de Frühling. Nous allons parler du printemps. Auch auf Hochdeutsch haben wir einen Kurs. Wir sprechen über den Frühling. Der Frühling. Ja, was machst du im Frühling? Qu'est-ce que tu fais en printemps? What are you doing in spring? I'm looking forward to go cycling again. Tu ne sais pas le suisse allemand. Tu aimerais apprendre le suisse allemand, Raven. Tu veux apprendre le suisse allemand? Tu habites peut-être en Suisse et puis tu rencontres des Suisses de la part alémanique. Peut-être ce serait bien d'apprendre un peu de suisse allemand. Nous enseignons aussi le bon allemand. Tu peux aussi apprendre le bon allemand et puis après tu peux parler avec les Allemands, puis les personnes de l'Autriche, des autres Autriche, oui. I speak mostly English. Okay. Yes, I speak better English than French. My French is a bit rusty now. So, do you like spring? And how do you say hi in Switzerland? Hi is hoi, hoi, oder Sally, when you are familiar with the person, or you say grüezi, bonjour, grüezi. Und Berner sagen grüß euch. Oder die Walliser sagen Tag, Tag. Oder die Friburger auch, die sagen viel Tag wohl, Tag. Wo wohnst? Wo wohnst, ist meine nächste Frage.
Wo bist du daheim? Wo wohnst? Where are you living? Are you living in Switzerland? Are you living abroad somewhere? In your home country? Where are you living? Wo wohnst? Ich wohne in der Schweiz. Ich wohne. Und du? Wo wohnst du? Meine Brüder wohnen auch in der Schweiz. Meine Familie wohnt in der Schweiz. Wir sind Schweizer. Meine Eltern wohnen in Zürich. Zürich. Ja. Wo wohnst du? Where do you live? Next live lesson on Monday, we will talk about spring, and we are just about to get ready with the texts and record the audios and prepare the flashcards. So tomorrow we will put this all on our homepage, and then you'll be able to see it. You'll be able to learn already and prepare for Monday's live lessons if you want, and you can come to the speaking practice after the live lesson. You can even try to speak Swiss German with others who are learning Swiss German, and this is a good exercise. Yes, not only listen but also speak. This can be a good exercise also for you when you meet others and you are able to get to know them and speak with them. Also, wir lernen etwas über den Frühling. Der Frühling ist sehr warm das Jahr. Die Sonne scheint, the sun is shining, die Vögel pfeifen, the birds are whistling, pfeifen, oder sie singen, they're singing, die Vögel singen. Ja, ich liebe den Frühling. I love spring. Der Schnee schmilzt. Snow is melting. Yes, the Schnee schmilzt. There where you live, is there any snow left? Eine Lawine kommt. Oh, we have still a lot of snow left in the Swiss mountains. In the valleys, in Zurich, there's no snow at all, but in the mountains we have still a lot of snow left. And we prepared a lesson last week, the title A Lawine kommt. A lawine is an avalanche, and the avalanche is coming. So it was a story about two people who are going hiking in the snowy mountains, and suddenly they see a sign and they turn back because it's too dangerous. A Lawine kommt. And they are lucky they don't get caught by the avalanche. So this is our story. When you want to see it in Swiss German or High German, you can go and check it out on our homepage. Tomorrow we will have our new lesson on, tomorrow evening, and on Monday is our live stream meeting in Swiss German, and on Tuesday is our live stream meeting for the High German course, where we learn together High German, and we meet each other in this Zoom meeting to speak with each other and exercise the language. Yes. So, what is the weather like where you are? Wie ist das Wetter bei dir? Hast du noch Schnee? Bei uns hat es noch ein bisschen Schnee. Bei uns hat es noch ein bisschen Schnee. There's a little bit of snow left, but it's melting. Der Schnee schmilzt. Der Schnee schmilzt. Es ist Frühling. It's springtime. Il fait printemps. Ja, es ist noch nicht Frühling. Es ist erst am 21. März ist Frühling.
theoretically is on the 21st March we have spring, so we still have to be a little bit patient, but the weather is already coming and there, and we can enjoy it. So Frühling, that's our next topic for our course. Join us, check it out. You have 7 days free access, and maybe meet you there I'll meet you there on Monday or Tuesday evening. Goodbye. See you.